Hallo zusammen zu der Hour of Prayer. Ich freue mich riesig, mit euch zusammen wieder eine Stunde zu beten. Das ist für mich immer ein mega Privileg. Das stimmt. Ist auch für uns sehr inspirierend. Es ist nicht einfach nur so, dass wir einfach nur beten für andere, sondern es ist wirklich so, wenn man auch dient und betet für andere Menschen in der Not oder auch eure Anliegen, die ihr habt in diesem Chat, ist einfach mega cool zu wissen, wir sind zusammen unterwegs mit diesem Gott im Himmel. Und das Thema von heute heißt Gottes Nähe ist genug, es genügt. Also Gottes Nähe ist genug, es genügt. Susanne, warum haben wir diesen Titel heute ausgewählt? Ja, weil es gibt ja so viele Situationen, wo man drin ist, man betet wie die Weltmeister und es scheint sich einfach nichts zu verändern. Wie gut ist es da zu wissen, dass Gottes Nähe genügt und man dann trotzdem in diesem ganzen Setting drin nicht einfach hilflos ist? Ja, manchmal gibt es effektiv diesen Satz, Gottes Nähe genügt, Punkt, und es gibt nach dem Punkt nichts anderes. Und wir möchten euch heute eine Gebetsform oder auch eine Worship-Anbetungsform präsentieren. Und das nennt sich nämlich das Klagelied oder Klagepsalmen. Und das ist für uns vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil ich bin aufgewachsen, Gott ist ein ehrfürchtiger Gott, bei Gott macht man keine Witze. Und das stimmt ja alles auch, Gott ist heilig, Gott ist ehrfürchtig. Das ist aber eine Seite der Medaille, aber die andere Seite ist auch, Gott ist auch ein Freund. Gott ist Moses begegnet als einen Freund. Und diese Freundschaftsseite bedeutet eben auch, Susanne, dass man kämpft mit den Anliegen, das man hat. Man hat ja Themen, man hat Situationen, die sind nicht so ganz einfach. Und man kämpft mit Gott, man ringt mit Gott. Klagepsalmen sind Lieder, wo man ringt mit Gott über Themen, wo man sagt zu Gott, das Warum und das Wozu geht mir nicht in den Kopf hinein. Ja, genau. Und wenn wir sagen, Gott allein genügt, dann meint das zum einen, dass sich die Situation und die Umstände nicht ändern müssen, für das wir genug haben, ja, aber dass wir eben mit Anbetung die Atmosphäre prägen können, erstens. Und zweitens, dass es für verschiedene Anbetungsstile gibt und sogar Klagen ein Anbetungsstil ist. Ja, ich weiß nicht, ob das du schon gelernt hast, Klagepsalmen, ich merke Worship, anbeten, Gott danke zu sagen, loben, zieht nach oben, danken, schütt verwanken, das haben wir gleich gelernt, das ist auch ein bisschen einfach, aber wie gesagt, einfach zu lernen, dass man auch mit Gott kämpft und mit Gott unterwegs ist, das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ich möchte beginnen mit einem Bibelvers, das steht im Psalm Kapitel 8, Vers 2, Susanne, kannst du mal ganz kurz vorlesen, ich schiebe ihn da rein. Könnt ihr dann ganz schön mitlesen. Genau, da heißt es, aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. Und jetzt kommt's, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Was das heißt mit anderen Worten, das bedeutet, dass wenn wir Gott anbeten, wie es da heißt, die kindliche Anbetung hat die Macht, Satan den Mund zu stopfen. Ja. Und das bedeutet ja nichts anderes, als die Umstände können wir nicht ändern, aber wir können unsere innere Haltung, unsere Einstellung den Umständen gegenüber ändern, indem wir Gott anbeten. Also bevor wir beginnen zu beten, möchte ich noch eine Frage stellen. Was ist denn der Unterschied zusammen zwischen Jammern und Klagen? Also Klagen, das bedeutet einfach, dass man seine Not in Worte fasst und an einen Adressat bringt. Jammern, das bedeutet einfach, dass man sich im Kreis dreht und sich selber bemitleidet. Genau. Ich habe eine Statistik, die könnt ihr vielleicht aufschreiben. Psalm 1 bis Psalm 89 sind vorwiegend Klagepsalmen. Das heißt, über die Hälfte sind Klagepsalmen und Rachepsalmen. Rachepsalmen bedeutet, man ist wütend über eine Person. Aber Klagen bedeutet, dass man die Klagen Gott bringt, aber man klagt nicht Gott an, sondern man kämpft mit dem Freund Gottes über ein Thema. Psalm 90 bis 150 sind vorwiegend Lobpsalmen. Und natürlich, das ist natürlich einfach, das sind wir uns gewöhnt, man sagt Gott Danke und so. Aber wie gesagt, diesen ersten Teil ist nicht so einfach, ist auch oft nicht so gelehrt. Und wenn man darüber lehrt in der Predigt, ist es oft ein bisschen tief und ganz komisch. Und wir möchten beginnen mit dem ersten Punkt, wo wir einfach zusammen beten, ist, dass wir Gott anrufen um Hilfe. Also das ist ja einfach in der Klage drin, wo wir Gott die Klage bringen, gibt es 3 Schritte. Der erste ist der Adressat. Und
das ist für mich wichtig, dass wir uns an Gott wenden, an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und im Psalm 44, Vers 24 steht, und das kannst du jetzt, da wo du bist, da wo du zuhörst, mit der Not, die du mitträgst, mit der Klage, die du vielleicht hast, wo du denkst, genau, da würde ich mir eine Veränderung wünschen. Halte diese Klage jetzt in dem Moment vor Augen, wenn ich diesen Bibelvers vorlese, weil das Coole ist oder das Ermutigende ist, dass es schon Menschen viele, viele Jahre vor uns sich möglicherweise sehr, sehr ähnlich gefühlt haben. Und das steht im Psalm 44, Vers 24, wach auf, Gott! Warum schläfst du? Wach auf und verstoße uns nicht für immer. Also der Adressat ist klar. Und ich mache ein Gebet daraus und sage, lieber Gott, wach auf. Verschließ deine Augen nicht vor den Nöten der Menschen, die jetzt zuhören, die jetzt mit uns diese Augenblicke im Gebet verbringen. Gott, und ihre Nöte sind wahrscheinlich so unterschiedlich wie die Menschen selber. Und wir rufen dich an, du, Gott, der Schöpfer, der Lebendige, der Allmächtige, der Allwissende, der nur ein Wort spricht und Dinge werden. Und der nur ein Wort spricht und die ganze Atmosphäre sich ändert. Dich rufen wir an. Ja. Lieber Gott, wir rufen dich an, weil du bist ein allmächtiger, ein allgegenwärtiger und auch ein allwissender Gott. Ich möchte ganz konkret mit dem ein Statement machen, ein Bekenntnis machen. Du stehst über Zeit und über Raum und du bist nicht limitiert durch was man könnte und was man nicht könnte. Und ich möchte ganz bewusst sagen, ich bin in eine Situation hineingeraten, vielleicht verschuldet, vielleicht habe ich auch nichts falsch gemacht und die Situation ist so für mich beängstigend. Es schnürt mir alles zu. Und dennoch und trotzdem vertraue ich dir darauf, dass du, Gott, nicht schläfst, dass du, Gott, nicht einfach in den Urlaub gefahren bist und einfach mich irgendwo alleine lässt. Und ich platziere meine Gefühle, die ich habe, das sind Wutgedanken, da ist vielleicht auch ein bisschen so ein Zorn, da ist auch eine Ohnmacht in meinem Leben drin, auch ein Nicht-Verstanden-Sein, weil ich habe Gott gedient und ich bin treu und ich halte mich an die Gebote Gottes. Und all diese Gefühle, lieber Gott, bringe ich mit all den Zuhörern, Frauen und Männern, mit all den Anliegen, die du geschrieben hast. Wir platzieren bei dir das, lieber Gott, im Himmel. Und ich möchte dich bitten einfach, dass du deine Gefühle, deine Emotionen jetzt ganz konkret, wo auch immer du bist, ausdrückst. Ja. Wach auf, schlaf nicht. Das ist ein Gefühl zu haben, Gott ist distanziert, Gott kümmert sich nicht. Ja. Was ist dein Gefühl, wo du ausdrücken würdest in deiner Situation, wo du einfach nicht mehr durchsiehst? Was ist dein Wach auf? Was ist dein Gott? Verschließ deine Augen nicht. Und das ist nicht irgendwo, dass der Psalmist Gott anklagt. Das ist einfach sein Gefühl, das kann man in einer Freundschaft, darf man in einer Freundschaft auf den Tisch bringen. Das ist mega wichtig, weil Gott ist unser Freund. Er ist Moses begegnet als ein Freund, Freundschaft. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du deine Gefühle jetzt in einem Gebet formulierst. Dass du Gott aussprichst in deiner Muttersprache, in deinen Gefühlen. Das ist mega wichtig. Weil der Psalmist hat eben, er sagt es so, wach auf, Gott, warum schläfst du? Verstoß mich nicht immer für immer. Das sind keine Fakten, das stimmt nicht einmal. Gott schlaft nicht, aber das ist das Gefühl. Verstehst du, die Gefühle lügen mich an und darum muss man die Gefühle immer wieder zurechtrücken oder zurecht sortieren. Und Gebet ist nichts anderes, als ich mich wieder fokussiere auf die Wahrheit, meinen Blickwinkel wegnehme von der Not ich dich jetzt anschaue, zu der Hauptsache. Und ich schaue meinem Gott in die Augen. Und ich platziere das alles bei ihm. Das Zweite, wo wir euch helfen möchten, nach uns, ist, dass man die Klage, die Not, ganz konkret Gott schildert. Und auch da gibt es einen Bibelvers, Susanne, lies den mal vor.
Ja, der Psalmist zum Beispiel leidet darunter, dass er Gott nicht erlebt. Und er schreibt, warum verbirgst du dich vor uns? Hast du unsere Not, unser Elend vergessen? Die Schande drückt uns zu Boden. Auch das ist seine Not. Besiegt liegen wir im Staub. Greif ein und komm uns zu Hilfe. Erlöse uns, weil du uns doch liebst. Das ist die Art und Weise, wie er seine Not geschildert hat. Und du kannst deine Not ebenso schildern. Vielleicht hilft dir es aufzuschreiben, was genau dich bedrückt oder was genau dich traurig macht oder was genau dich bedrängt oder wo du dich nicht verstanden fühlst. Das hilft manchmal, wenn du es auch einfach aufschreiben kannst. Also das Erste ist der Adressat, das ist Gott, unser Schöpfer, unser Vater. Und das Zweite ist, dass du die Klage schilderst und formulierst und ausdrückst. Genau, das ist mega, mega wichtig. Weil ich möchte euch sagen, warum ist das wichtig? Und ich muss es auch lernen, weil ich habe am Anfang nicht genau gewusst, wie gehe ich mit dem um, dass ich meine Klagen zu Gott bringe und so. Ich klage ja nicht Gott an oder wenn ich Gott Fragen stelle, stelle ich nicht Gott in Frage. Ja. Also man stellt Gott Fragen und man bringt die Klagen zu Gott, weil es ist, wenn es jemand gibt, der mit unseren Gefühlen, Leben umgehen kann, dann ist es immer unser Gott im Himmel. Ich sage, vielleicht mag deine Frau, dein Mann, deine Kinder nicht umgehen können mit deinen Klagen, aber Gott sagt, das ist no problem. Darum ist es der sicherste Ort, den es überhaupt gibt, ist bei Gott. Und genau wenn es ums Klagen geht, Susanne, ist es genau das, was wir nicht machen bei Gott, weil wir denken, Gott ist heilig, Gott ist rein, Gott ist ehrfürchtig, also ich mache es nicht. Es muss doch alles schön sein, es muss alles stimmen, ich muss zufrieden sein mit dem, was ich gerade habe oder wie es mir gerade geht oder wo ich gerade drin stecke. Ich darf nicht jammern, vielleicht auch, weil ich selbst verschuldet habe, kann ja auch sein, aber es ist so gut zu wissen, dass wir Gott unsere Klagen bringen dürfen. Und weißt du, was geschieht, wenn wir unsere Klagen Gott bringen? Es verändert sich eine Atmosphäre. Also wenn ich Gott anbete, wenn ich meine Klagen zu Gott bringe, acht einmal nach diesem Gebet, nach diesen paar Minuten, wie sich etwas ändert in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Körper, auch in deiner ganzen Wohnung verändert sich eine Atmosphäre. Und Klagepsalmen ist, man ist ehrlich und Ehrlichkeit ist immer, bewährt sich am allerlängsten. Und Ehrlichkeit kreiert dann eine Atmosphäre, wo Leute sagen, wow, die Freundschaft zu unserem Gott ist so echt, so nahe, so spürbar, so erlebbar. Und darum, ich bringe jetzt mit dir zusammen, nimm deine Klagen, nimm deine Themen jetzt ganz konkret, lieber Gott im Himmel. Wir bringen alle unsere Themen, die wir haben, wir bringen nicht von meinem Auto, der Pneu ist durchgefahren, sondern wir bringen dir das Klagen, Gott, warum bin ich krank? Warum erlebe ich nicht in meiner Ehe, meiner Familie diese Gunst Gottes? Warum, Gott, bin ich noch immer an der gleichen Arbeitsstelle, obwohl ich einen Traum, eine Leidenschaft, eine Vision habe? Oder warum, Gott, folgen meine Kinder dir nicht nach? Warum ist mein Mann noch immer weit weg vom Glauben? Warum kämpfe ich noch immer mit meinen Finanzen, mit meinen Süchten? Gott, warum hast du nicht eingegriffen? Wo ist dein Sehen? Wo ist dein Hören? Wo ist dein Handeln? Und ich stelle Gott diese Fragen. Und ich mache mit deinen Fragen, klage ich ihn nicht an, aber ich bringe einfach diesen Frust, den ich habe, und das hast du, zu Gott. Und wenn wir das machen, geschieht etwas in meiner Seele. Vielleicht bist du auch traurig, vielleicht auch wütend, weil du schon seit Jahren darunter leidest, seit Jahren nicht gesund wirst und du hörst immer wieder, Gott heilt, und dann hört man die Geschichten, wie eine Person geheilt wird und du bist im gleichen Gottesdienst drin und denkst, ja gut, super, was ist mit mir? Das löst immer aus. Jedes Zeugnis löst auch etwas aus. Für die einen werden geheilt und die anderen sagen, und ich. Und darum platziere jetzt einfach mit deinen Worten deine Klage zu diesem Gott im Himmel. Das ist Worship, das ist Anbetung, das ist auch ein Stil, weil man eben kämpft mit einer Freundschaft. Vielleicht auch der Mann im Alten Testament Habakuk, hat einen lustigen Namen. Habakuk heißt zum Beispiel ringen, kämpfen. Und Habakuk hat mit Gott gerungen und gekämpft, weil er hatte Themen, die hat er nicht verstanden. Und das Spannende ist auch, indem wir Gott klagen,
unsere Klage bringen, leeren wir Yes. etwas innerlich aus. Und erst, was leer ist, kann ja wieder neu gefüllt werden. Und dafür möchte ich Come on, einfach yes. diesem himmlischen Vater Danke sagen, dass wir nicht die Klage runterdrücken müssen in unserer Seele oder in unserem Leben, sondern dass wir es ausleeren dürfen vor Gott und sogar das Anbetung ist. Und himmlischer Vater, dafür möchte ich dir so von Herzen Danke sagen, dass ich mich ausleeren darf, meinen ganzen Frust nicht einfach irgendwo hindrängen, weil der nicht sein darf, meine ganzen Gefühle, die in mir hochkommen. Ich danke dir, dass du damit umgehen kannst und dass wir uns, jede einzelne Person, die jetzt zuhört und die noch zuhören wird, dass wir uns ausleeren dürfen vor dir. Und dass wir uns leer machen dürfen vor dir und den ganzen Schlamm und die ganze Masse einfach vor dir, ja, wie man sagt, auskotzen. Vielen, vielen Dank, damit du uns wieder neu füllen kannst. Und danke, dass wir uns dir mit allem zumuten dürfen. Hey, ich hatte letzte Woche so einen Moment, als ich dann erfahren habe, wir dürfen unsere Kirche wieder aufmachen, mit mega vielen Regulations, mit Regeln und so. Und das ist ja alles, Vorgaben. Ist ja alles okay und richtig. Aber ich habe gemerkt, jetzt jede Woche war es so anstrengend. Und plötzlich hat man wieder Fragen, man muss sie wieder alles ändern. Und da habe ich zu Gott gesagt, warum mutest du uns das zu? Wir arbeiten ja schon mehr als jemals zuvor. Und ich habe diese Klage Gott deponiert und das hat mir gut getan, weil ich habe nicht Gott mit dem angeklagt, aber wieso ich das eben sage, ist eben Folgendes, und das müssen wir wirklich wissen. Jeder Mensch träumt in der Nacht 4 bis 6 Mal. Wir haben 4 bis 6 Traumphasen. Natürlich wacht man oft am Morgen auf und denkt, man hat nicht geträumt, aber es ist nicht so. Man hat geträumt. Man erinnert sich nicht an jeden Traum mehr, aber warum ist Träumen ist wie ein Ventil, sagt man. Wenn man nicht in der Wachnacht träumen würde, ist nämlich das, dass die Seele Dinge verarbeitet, die nicht gelöst sind. Ja. Und Träumen ist immer etwas verarbeitet, was eigentlich da ist. Verstehst du? Und eigentlich ist es auch wie ein Klagen in der Seele. Also Gott hat etwas in uns hineingelegt, das ist brillant. Weil man gewusst hat, wenn man sagt, wenn man nicht träumen würde, würde man sterben. Das ist wie ein Ventil. Und darum die Klagenpsalmen, Klagenworship ist ein Ventil, geöffnet in die richtige Richtung. Und Gott hat sich da mega viel überlegt. Und wenn man überlegt, David in den Psalmen, der hatte viele Kämpfe, der hatte viele Nöte, der hat auch vieles falsch gemacht, darum, wie wir auch. Aber der hat seine Klagen diesem Gott im Himmel einfach gebracht. Und ich finde es einfach mega krass, dass das auch eine Art von Worship ist, die wir auch lernen dürfen. Das Gefühl haben, wenn ich diese Klagen bringe, bin ich ein schlechter Christ. Ich habe keinen Glauben, ich habe Zweifel oder was auch immer ich alles habe. Sonst ist eben genau das Gegenteil. Es bedeutet eben, dass ich weiß, dass Gott mir das zumutet. Das dritte, das wir beten wollen, Susanne, kannst du auch wieder vorlesen? Ich hoffe, es geht, sonst muss ich dann das Glas da hinten nehmen. Genau. Also, das dritte. Das erste ist ja der Anruf, zu wem das es geht. Das zweite ist die Klage formulieren und das dritte ist das Vertrauensbekenntnis. Was heißt in Jeremia 12, Vers 1? Geht fast nicht. Herr, wenn ich dich anklagte, dann würdest du am Ende ja doch Recht behalten. Trotzdem will ich mit dir über deine Gerechtigkeit reden. Warum? Und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und was ich spannend finde, ist... Das war trotzdem. Das Wort. Also in anderen Worten, er sagt am Anfang, was bringt das eigentlich, dass ich mit Gott kämpfe? Was bringt es eigentlich, dass ich Gott das hinbringe? Weil Gott hat ja Recht. Und jetzt kommt das Wort trotzdem. Trotzdem, und dann kommt das Warum. Und dann listet er alles auf, wo er nicht versteht, was ihm nicht in den Kopf hineingeht. Und dieser Vers finde ich mega krass, weil das ist auch ein Vertrauensbekenntnis. Wenn man trotzdem etwas hinbringt, heißt das, dass unsere Freundschaft erträgt das. Jetzt achte mal, der Freundschaftstest ist immer, wie viel mag deine Freundschaft ertragen? Also wie viel Ehrlichkeit? Also wenn du den Fisch auf den Tisch bringst, wie viel
mag es ertragen. Und das ist ein Vertrauensakt, dass trotzdem bringe ich dir, Gott, meine Klagen. Und dann kommt das alles, das Warum. Und ich möchte jetzt mit euch zusammen beten, das ist mir mega wichtig, auch Gott einfach im Klagen ein Statement machen, wo ich sage, Gott, ich verstehe es nicht. Das Warum, wozu, weshalb, wie und wann, jedes W macht keinen Sinn. Aber dennoch, trotzdem, will ich meiner Seele sagen, will ich meinem Geist sagen, du bist mein Anker, du bist meine Burg, du bist meine Festung, du bist mein Zufluchtsort, du bist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Du hast immer das erste Wort, Gott, und du hast immer das letzte Wort. Ist das nicht cool, dass nicht wir das letzte Wort haben? Das letzte Wort hat auch nicht der Teufel, auch keine Versuchung. Das letzte Wort gehört immer Gott. Und das letzte Wort, wo Gott sagen wird, ist, willkommen zu Hause im Himmel. Schön bist du da. Und genauso sind ja eigentlich die Psalmen aufgebaut. Also es ist immer den Anrufer, an wen das es gerichtet ist. Es ist eine Klage, die es beinhaltet. Ja. Und es hat dann immer auch ein Vertrauensbekenntnis darin, weil das ist das, was ich dann wieder in mich hineinlasse, nachdem ich mich ausgeleert habe. Ja. Lieber Gott im Himmel, ich möchte dir jetzt ein Vertrauensbekenntnis machen. Lass uns zusammen ein Vertrauensbekenntnis Gott hinrichten. Einfach hinheben ist das bessere Wort. Hinhalten. Lieber Gott, ich halte dir jetzt wirklich das bewusst in meinen Nöten, in meinen Sorgen, und das ist real. Wir sprechen nicht von Jammern. Oh, heute regnet es. Sondern das sind reale Probleme, wo wir drin sind, wo wir nicht wissen, rein menschlich. Wie könnte ich das lösen? Ja. Unmöglich. Aber Gott, ich vertraue dir, und es ist wie ein Versprechen, das ich dir jetzt mache, eine Zusage, die ich mache in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt. Ich spreche es auch zu meiner Seele, dass du, Gott, hast versprochen, dass du bist mein Hirte. Und das ist eine Vertrauenszusage, weil ein Hirte kümmert sich um die Schafe. Ein Hirte, bevor er mit den Schafen den Weg geht, ist diesen Weg schon x-mal hin und zurück gelaufen. Er kennt jeden einzelnen Bogen, Hindernis und Täler. Und ich vertraue dir jetzt, Gott, du mein Hirte, du weißt, was du mir zumuten kannst. Ich würde das nicht so machen. Ich habe einen anderen Gedanken, ich habe andere Pläne, andere Sichtweise. Aber ich vertraue dir einfach, dass du weißt, wie viel du mir zumuten kannst. Du bist nicht einfach wahllos oder einfach unvernünftig. Du kennst die Maße, Gott. Du kennst die Lasten, die du uns zumutest aufzutragen. Und das ist ein Vertrauensstatement, das ich jetzt mache in meinem Gebet. Und ich danke dir auch, himmlischer Vater, egal wie meine Not, wie meine Klage aussieht, dass die Bibel eine Verheißung hat, die genau dazu passt. Die, wenn ich mich ausgeleert habe vor dir, dass es in der Bibel, in deinem Wort, dass es Zusagen gibt, die mich ansprechen und an denen ich mich, anstatt an der Klage festhalten, an diesen Verheißungen festhalten kann. Vielen, vielen Dank, dass du Zusagen genau für mich, für meine Situation in deinem Wort hast. Come on. Wir möchten 3 Gebete weiterfahren mit 3 Themen in Klagen. Und ich habe diese Predigt am Wochenende gehalten, hast du nicht gehört, kannst einfach ICF Zürich gehen, auf YouTube gehen und auch das, wenn du nicht abonniert hast, abonniere es, dann bekommst du alle Predigten dazu, und ich habe über das gesprochen. Hey, die Psalmen sind so voll, ich habe das gelesen, habe gedacht, es könnten meine Worte sein. Und darum ist eben Bibellesen so mega wichtig, weil es sind ja unsere Situationen, wo wir drin sind, wo uns reflektiert und sagt, wie groß ist Gott, wie gütig ist Gott. Und Gott ist ein Gott der Geschichte, der Gott von Abraham, von Isaac, von Jakob. Gott sagt nicht, ich bin nur dein Gott. Gott ist ein Geschichtsgott, und Gott sagt, wenn du Unglauben hast, dann schau doch mal zurück nach Israel, nach Abraham, nach Isaac, nach Jakob. Schau doch, was ich da getan habe, bei Moses, bei Ruth, bei Deborah, bei all diesen Frauen und Männern Gottes. Und Gott sagt, und das Gleiche werde ich auch in deinem Leben tun. Also, Gottes Klagen ist, wenn wir uns mega weit weg fühlen von ihm.
Und da heißt es im Psalm 13, Vers 2 bis 6, Gott, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Und dann kommt's. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Das ist eine Zusage. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. Der Psalmist leert sein Herz vor Gott aus und sagt, hey, wie lange geht es noch? Wie lange vergisst du mich noch? Wie lange muss ich hier noch so bleiben? Und dann sagt er, aber dann kommt das Vertrauensbekenntnis, ich aber vertraue auf deine Liebe und dich will ich loben mit meinem Lied. Und Leo, du hast am Sonntag da so das Bild von diesem Teppich gebracht. Ich habe da Fotos rausgesucht. Ich liebe dieses Bild. Ich bin ein sehr bildhafter Mensch und Bilder bleiben auch, wenn man einen Teppich von unten nämlich anschaut. Es ist wieder verschwunden. Es kommt. Also wenn man einen Teppich von unten anschaut, vielleicht noch ein bisschen so, ja. Ach so, ja. Wenn du den Teppich von unten anschaust, du hast Knoten drin und so, du siehst nicht das Bild. Und so ist oft mein Leben, ich fühle mich so weit weg von Gott und ich verstehe Gottes Pläne, ich verstehe Gottes Weg überhaupt nicht. Und ich habe diesen Teppichperspektive und schaue das an und ich klage Gott und sage, ich sehe das Bild nicht, das macht keinen Sinn. Das ist ehrlich. Aber dann irgendwann in der Worship wechselt mein Blickwinkel, dass ich von oben es anschaue und sehe das Muster. Und von der Sichtweise von Gottes Perspektive ist ein Teppich wunderschön. Von uns Menschen angeschaut, von unten siehst du noch Knöpfe, Verstrickungen, Farben, kein Bild und es macht keinen Sinn. Und darum ist dieses Bild, hilft mir mächtig, einfach anders zu denken. Zu denken, okay, ich sehe, wie ich es sehe, aus meiner Perspektive, aus meiner Geschichte, aus meinem Glaubensmuster. Und wenn man eben Lieder singt und alle Psalmen sind gesungene Lieder. Man geht nicht in ein Tonstudio und sagt, heute schreiben wir ein wunderbares Lied mit einer schönen Melodie. Jedes Lied von ICF Zürich ist geschrieben worden aus einer Situation von Musikern, von Sängern, von der Kirche, was auch immer. Man hat mit Worten diese Situation reflektiert und man hat Wörter gebraucht und Melodien gebraucht, um uns zu sagen, hey Jungs und Mädels, wenn wir in einem Teppich drin sind, dann ändere den Blickwinkel, der Teppich ist ja der gleiche. Dann schau es von oben an und du merkst plötzlich, wow, das hat eine ganz andere Perspektive. Und dieses Bild hilft mir extrem, ganz anders zu denken in dem Sinn. Und ich möchte jetzt ein Lied nehmen und es zu einem Gebet machen für dich. Es ist ein Lied, das sozusagen inspiriert ist von der Geschichte aus dem Neuen Testament von Paulus und von Silas. Die sind gefangen, die sind im Gefängnis, Hände eingekerkert, Kopf eingekerkert, Füße eingekerkert, also wirklich eine Notlage und sie haben mitten in der Nacht Gott angebetet. Und was dann passiert ist, es kam ein Erdbeben und alle Gefangenen sind die Ketten weggesprengt, die Kerkerblöcke sind aufgesprungen und sie waren frei, weil sie Gott angebetet haben. Und dieses Lied, ich habe es auf Deutsch übersetzt, nach meinem Stil. Es ist jetzt Diepel, der da mitgeholfen hat. Und während du deine Notlage jetzt vor Augen hast oder vielleicht auch, wie wir gesagt haben, dass du dich so weit weg fühlst von diesem Gott und du dich in dieser Mitternacht, in dieser Dunkelheit fühlst, dann möchte ich dir dieses Gebet für dich beten. Hier bin ich. Ich preise dich in meiner Mitternacht. Denn du bist gut und ich glaube, du bahnst einen Weg für mich. Hier stehe ich. Ich kapituliere vor dir, denn du bist gut, du bist Gott und du allein verdienst mein Lob. Ja, du allein. Alle Dunkelheit muss sich beugen vor dem großen Ich Bin. Ketten lösen sich, wenn wir dich höher erheben. Für immer wirst du regieren. Dein Name bleibt. Mauern brechen zusammen, wenn ich dich erhebe.
wenn wir dich erheben über unsere Umstände, wenn du, Gott, wenn wir dich größer machen als unsere Umstände, wenn wir von unseren Umständen weg auf dich schauen, Yes. dann werden unsere Umstände kleiner. Und Gott, ich danke dir, dass du diesen Teppichblick hast, dass du mein Leben von oben anschaust und diese Dinge ganz anders siehst, auch anders definierst, anders wahrnimmst. Und das heißt, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, weder Hohes noch Tiefes, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Mächte noch Gewalten, sondern gar nichts. Und ich danke dir einfach für diesen Fakt, dass ich nicht mein Glaube auf meine Gefühle baue, weil ich dich jetzt gerade nahe fühle, gerade in einer Saison drin bin, wo ich merke, alles geht richtig durch die Decke. Es hat nichts mit Gefühlen zu tun, auch nichts mit diesem Erfolgsdenken, sondern dass du bei mir bist, das ist eine Tatsache, ob ich es fühle oder nicht fühle, spüre oder nicht spüre, du bist und bleibst mein Gott, mein Anker, mein Zufluchtsort, wie eine Briefmarke, die auf dem Kuvert klebt, das kann man nicht mehr zertrennen. Du klebst an mir, ich klebe an dir. Und ich danke dir einfach für all diese Bilder, die du uns gibst, uns Mut zuzusprechen, dass du hast immer am Ende das letzte Wort. Ja. Und dieses Wort ist immer gut. Das zweite Gebet ist, wenn wir Feinde im Leben haben, kann es manchmal sein, dass man sich so im Stich gelassen fühlt. Und auch so dann gibt es einen Bibelvers. Ja, der heißt im Psalm 23, Vers 5, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Was für eine Zusage. Wenn ich mir das bildlich vorstelle, ein Tisch gedeckt von Gott im Himmel und die Feinde sind rundherum. Das bedeutet, ich bin den Feinden nicht einfach ausgeliefert. Ich bin meinen Umständen nicht einfach ausgeliefert. Ich bin nicht einfach Opfer, sondern es gibt da diesen Tisch, der gedeckt ist und ich kann essen. Ich kann mich mit Verheißungen füllen, die Gott mir auftischt. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Leben ist es schon so, dass manchmal, und das tut auch weh, wenn die engsten Freunde zu Feinden werden. Vielleicht hast du plötzlich in deiner Familie eine Situation, wo man Streit bekommen hat und man hat sich nicht mehr versöhnt und plötzlich wird in der Familie hat man Streit und deine größten Befürworter, deine größten Unterstützer, Unterstützerinnen sind plötzlich gegen dich. Also man kann sagen, auch im Erfolg hast du viele Feinde. Auch im Misserfolg hast du viele Feinde. Man hat auch Freunde. Aber ich sage immer, ob du erfolgreich bist oder weniger erfolgreich bist, man hat immer irgendwo Feinde, die irgendwie einfach darauf warten, uns das Bein zu stellen. Und die Bibel sagt, der Teufel ist ja wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und er versucht zu verschlingen, zu töten, zu rauben und zu stehlen, dass das Potenzial Gottes, der Friede Gottes, den wir haben, der wird immer wieder geraubt. Und für mich ist dieses Bild so krass zu wissen, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Feinde sind stärker. Und die Psalmen sagen ja genau das auf. David hat so oft Gott die Frage gestellt, warum geht es den Menschen, die nicht an dich glauben, besser als den Menschen, die deine Gebote halten, beachten, folgen und auch noch dafür kämpfen. Hey, du merkst plötzlich, es kann sein, dass du in deinem Glaubensleben diese Fragen hast und merkst, hey, das ist nicht fair. Und ich möchte jetzt einfach beten, eine Aussage machen mit dir zusammen, dass Gott deckt den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Ja. Und die Feinde haben einen Namen. Das können deine besten Freundinnen sein, die plötzlich gegen dich sind. Und manchmal sage ich immer, Jesus hatte auch einen Judas. Und vielleicht hat man auch eine Kleingruppe in der Kirche, wo auch immer du bist, einen Judas. Ich sage nicht, dass die Person ist schlecht, aber es gibt fast immer irgendwo einen Menschen, der dir das Bein stellt, die Freude raubt, den Schlaf raubt, den Glauben raubt. Und ich möchte Gott Danke sagen, dass er dennoch in den Angesichts meiner Feinde den Tisch deckt. Lieber Gott im Himmel, du kennst meine Situation, du kennst Menschen, Situationen, die wirklich gegen mich sind, die mich bedrohen, die mir den Lebensatmen wegnehmen möchten. Und ich danke dir, dass du hast gesagt, dass du deckst
im Angesicht meiner Feinde den Tisch. Und dieser Tisch ist nicht nur gedeckt, sondern du wirst mir Gutes im Überfluss schenken. Deine Güte und deine Gnade und deine Barmherzigkeit haben kein Ende. Und lieber Gott, ich danke dir einfach für diese Zusage, dass meine Feinde können mich nicht abhalten, den Willen Gottes zu erfüllen. Denn Christus wohnt in mir. Gottes Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Ich bin und du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns. Er hat Wohnung bezogen, er wohnt nicht mehr im Allerheiligtum, er wohnt nicht mehr in der Stiftshütte, im Tempel. Nein, der Vorhang ist zerrissen, Gott hat sich entschieden, in uns zu wohnen. Wenn du Gott suchst, er ist in dir. Und ich sehne dich einfach mit diesem Bewusstsein, Gott kämpft für deine Seite. Ja, und das Krasse ist ja, wie wir schon am Anfang gesagt haben, Worship ändert die Atmosphäre. Ja. Worship ändert etwas in der unsichtbaren Welt um dich herum. Und das Krasse ist, du hast einen Gott im Himmel. Das ist der Ort, wo du anrufst. Und dann kannst du deine Klage formulieren. Und dann kannst du dich neu füllen und Worship-Lieder laufen lassen. Und das Ganze verändert einfach die Atmosphäre um dich herum. Es verändert auch deine Sicht, deine Einstellung, deine Haltung zu Personen, zu Situationen. Und das ist das, was mich so ermutigt an diesem Gebet. Wir haben im Chat drin viele so Antworten bekommen. Jemand sagt, ich bete seit 40 Jahren für meine Freundin, dass ihr Herz öffnet. Jemand hat gesagt, das ist genau, was ich brauche. Jemand hat gesagt, ich brauche Heilung. Also in diesem Chat gibt es viele, viele Anliegen. Danke fürs Mitbeten, fürs Mit reinschreiben. Das ermutigt uns immer auch, wenn wir es da in eine Kamera hinein schauen und auch beten und reden. Einfach, dass wir immer sehen ein bisschen, was geht auch ab bei euch. Wir haben ein Gebetsteam im ICF Zürich, das auch für euch betet. Das ist nicht einfach so, du schreibst es rein und dann ist es erledigt. Wir haben Menschen, die das anschauen und dann ganz bewusst auch für diese Anliegen beten. Und das finde ich mega cool. Wir möchten das enden mit dem letzten Klagen. Das ist, was ist mit den Verheißungen, wo ich das Gefühl habe, die haben sie ja gar nicht erfüllt in meinem Leben. Im Psalm 57, Vers 2 heißt, erbarme dich über mich, o Gott, erbarme dich. Bei dir suche ich Zuflucht und Schutz. Wie ein Vogel sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, so will ich mich bei dir bergen, bis die Gefahr vorüber ist. Das ist eine Verheißung, dass du Schutz findest unter seinen Flügeln, bis die Gefahr vorüber ist. Ja, was ist, und ich möchte mit dieser Frage auch dann beten, was ist, wenn das Wunder nicht eintrifft, so wie man sich das vorstellt? Das bedeutet nicht, dass Gott nicht heilt. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht ein Gott der Wunder ist. Und dann habe ich am Anfang ja gesagt, unser Thema ist, die Güte Gottes, die Gottesnähe genügt. Dann ist alles, was wir haben, ist, dass Gott uns trägt. Und das ist vielleicht alles, was du erlebst in diesem Leben. Und das Coole ist, unser Leben wird nicht definiert mit 80, 100 Jahren. Das ist eben genau nicht, wie Gott unser Leben definiert. Sondern Gott sieht eine Ewigkeit. Und dann sind die 80, 70, 100 Jahre nicht so relevant. Das verstehst du, das ist eine andere Dimension. Und es kann sein, bei gewissen Menschen, alles, was du erlebst auf dieser Erde, ist, dass Gott dich trägt mit deiner Last. Aber vielleicht diese Last nicht weggeht. Dann trägt Gott dich mit der Last zusammen. Ich habe am Sonntag in der Predigt eben ein Bild gebracht mit dem Rucksack. Und dass Gott mich trägt. Und das ist ein mega krasses Bild. Das war für mich eigentlich, für mich persönlich der stärkste Moment selber. Ich rühme jetzt nicht die Predigt, sondern das Bild. Und wenn du es nicht gesehen hast, dann schau die Predigt nochmals an. Unter YouTube von ICF Zürich. Ein wirklich krasses Bild. Vielleicht ist es auch eine Predigt, wo du denkst, du könntest es jemand auch weiterleiten, der in der Not ist, wo du auch die Person segnen kannst. Dann link doch einfach das weit. Ist heute ganz, ganz, ganz einfach. Susanne, bet doch mit uns noch. Was ist, wenn die Verheißung sich nicht erfüllt, wie wir uns das vorstellen? Ja. Und himmlischer Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen von ganzem Herzen, dass du unsere Lasten siehst, dass du unsere Nöte siehst und dass wir sie vor dir ausleeren dürfen. Und dass du uns stärkst mit deinen Verheißungen. Und das bedeutet nicht,
dass ich zu wenig glaube, wenn die Not nicht weg ist, dass ich zu wenig fromm bin, wenn die Umstände sich nicht ändern. Ich danke dir, dass auch du ein Trotzdem hast, weil du bist trotzdem bei mir. Und deine Verheißungen sind einfach stärker als meine Nöte. Deine Liebe, deine Gegenwart, Beweise, dass sie stärker sind als die Umstände der Menschen, die jetzt zuhören und die noch zuhören werden. Ich danke dir, dass dir keine Not verborgen ist. Und ich möchte an dieser Stelle einfach noch ein paar Nöte aufzählen, die wir auch bekommen haben, wo Leute uns geschrieben haben. Und vielleicht findest du dich in der einen und anderen Not wieder. Jemand schreibt, ich zweifle an mir selber. Ich suche einen Platz, wo ich meine Talente einsetzen kann und ich sehe einfach selber nicht mehr durch. Ich danke dir, Gott im Himmel, dass diese Not jetzt in dem Moment vor dir ist. Jemand anders schreibt, ich habe Hunger nach viel mehr von Gott und ich wünsche mir einen Durchbruch in meinem Glauben. Das ist die Klage dieser Person und Gott im Himmel, du siehst das und du hörst das und ich danke dir, dass auch für diese Situation einfach Verheißungen gibt, die diese Situation kleiner machen, weil das die Wahrheit ist. Und jemand sagt, dass ich ehrlich meine Gefühle mit der Person teilen kann und ganz konkret auch, dass ich eine Person finde, die mit mir betet. Auch das ist eine Klage, auch das ist eine Not, himmlischer Vater, und wir bringen sie vor dich. Und jemand schreibt, ich stecke fest und ich bin der Überzeugung, diese miese Situation habe ich mir selbst eingebrockt und ich bin der Überzeugung, dass ich es auch selbst auslöffeln muss. Aber ich möchte dir Danke sagen, himmlischer Vater, dass wir dir diese Situation bringen dürfen, diese Not, diese Klage dir vortragen dürfen und dass du einfach jetzt in dem Moment an jeden einzelnen von unseren Zuhörern so ein Vertrauen austeilst, ein Vertrauensvers austeilst, ein Vertrauenslied austeilst, ein Vertrauensgedanke austeilst. Heiliger Geist, geh du durch die Reihen und berühre die Menschen, die zuhören. Und ich segne dich jetzt einfach mit all diesen Anliegen, die wir bekommen haben, mit allen Heilungswundern und Versorgungswundern, die du brauchst in deinem Leben. Ich spreche es aus. Jesus hat gesagt, in meinen Wunden seid ihr geheilt. Und ich spreche Heilung aus und ich spreche Erlösung aus und ich spreche Wiederherstellung aus im Namen von Jesus Christus, weil ich weiß, Gott ist unser Heiler. Gott ist unser größter Freund und auch ein Gott, der mit uns unterwegs ist. Und ich segne dein Leben im Namen des Vaters. Ich segne dein Leben in der Liebe von Jesus Christus, der an deiner Stelle sein Leben hingegeben hat, wegen unseren Fehlern und Sünden. Und ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein Wind, das ist wie ein Feuer und das ist wie ein Dynamit, das Dinge weg explodiert, das nicht in unserem Leben es mehr gebraucht. Und wir sagen Amen. Amen. Ey, vielen Dank, dass ihr mit uns zusammen diese Zeit gebetet habt. Und ich freue mich, euch nächsten Dienstag wiederzusehen. Gleicher Zeit, gleicher Sender wieder. Und dann werden wir ein neues Gebet beten. Es geht um das Wow-Gebet, wie wir nächsten Woche über die Größe Gottes beten. Weil Gottes Größe ist sichtbar in allen Dingen. Und über das werden wir nächstes Mal zusammen beten. Wir sagen Tschüssi. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye bye. Ciao, ciao.